Hast, hast du durch die Musik auch so einen Zugang irgendwie zu Gottes Gegenwart oder so? Oder wie funktioniert das für dich? Ja. Ja. Also, auf jeden Fall. Und ich meine, ich habe 2 Jahrzehnte mindestens nicht gerne Worship-Musik gehört, weil ich viel schlechte Worship-Musik, kannte. Das hat sich erst so in dem letzten Jahr, würde ich sagen, Mhm. geändert. Und dazu finde ich, da kann ich halt auch gut in, ich sage mal, Gottes Gegenwart kommen und, Mhm. diese Gegenwart genießen. Aber es ist auch auf jeden Fall so, dass ich, auch viel hatte, also bei Metal und so das auch oft hatte, dann auch über Texte, aber auch über diese Emotionen, die auch gerade in diesem Spannungsfeld zwischen schönen Melodien und, Mhm. starken Emotionen, was da entsteht ist. Und dann ist es teilweise sogar so, dass ich auch bei Musik, die gar keine christlichen Texte hatte, sondern einfach in diese Musik mich so einnimmt und Musik schließt mein Herz auf. Und dann ist es auch manchmal nebensächlich, was da für Texte sind. Trotzdem kann ich da in Anbetung kommen auf Ja, ja, Christianesisch so. ja, ja, Ähm, logisch. genau, also, Ich finde es auch immer so lustig, weil die Frage kommt ja immer mit christlichen Band oder christlichen Texten oder mhm. christlichen, als ob irgendwelche Gegenstände Christ sein können. Und Ja, finde ich auch so witzig. christliches Wasser zum Beispiel. Christliches Wasser und eine christliche Firma ähm, da denke ich mir auch, wenn es dann zum Thema Kunst kommt oder Musik oder eben Gestaltung, dann ist das jetzt christliche Kunst oder nicht? Und ich denke mir so, ja, wenn ja Gott der Schöpfer ist, Mhm. und wir dann auch irgendwie versuchen, ihm etwas zurückzugeben. Wir machen etwas Kreatives, dann ist es wie automatisch, in einer Art und Weise ist es ja automatisch, verherrlicht es in Ja. einer Weise sowieso Gott. Und ich glaube, ähm, dass dieses ohnehin verstärkt werden kann, indem man Mhm. sagt ganz bewusst, ja, ich möchte, dass Inhalt und Form kongruent sind und ich will, Mhm. dass es bewusst diesen Ausdruck hat. Aber für mich ist es immer wieder so spannend zu sehen, wie eben Gottes Gegenwart in so seltsamen Orten ist und wir verpassen es, weil wir das Gefühl haben, ich meine, es steht ja schon ganz am Anfang so, Gottes Geist schwebte über dem dunklen Abgrund Mhm. so wie, warum ist denn der Geist Gottes da und nicht irgendwie so und Jesus, der an seltsamen Orten irgendwie so tut, als wäre Gottes Gegenwart da und du denkst Ja. so wie seltsam. Und das finde ich eben auch in der Kunst so spannend. Deswegen finde ich ja auch gerade eben Kunst von anderen Menschen zu sehen so spannend, weil man Mhm. so ein bisschen auch spüren kann, wo Gott in verschiedenen Leben dran ist. Und manchmal wissen es die Künstler ja nicht mal selber so. Und in der Musik auch. Also ich finde auch so, es gibt so Lieder, die so gefüllt von Trauer und Schönheit sind, wo Mhm. ich mir denke, das ist für mich schon fast so ein bisschen ein kleiner Gottesbeweis, so, und so, Ja. so die Seele so mitschwingen kann. Ja, ich wünsche mir für Kirchen ein bisschen von dem auch zu nehmen und sich zu eigen zu machen und versuchen, verschiedene Klangfarben und Formen, Ausdrucksformen zu verwenden. Wie erlebst du das in Kirche? Du bist selber Teil von einer Mhm. Kirche. Wie wichtig ist da für dich Kunst und Musik? Was hat das für einen Stellenwert? Also, Musik für mich auf jeden Fall sehr hoch. Ich spiele Schlagzeug bei uns in der Gemeinde und, zum Beispiel, also die Predigt geht bei uns meist, so im hinteren Drittel los und davor tauschen wir uns aus und haben halt auch zum Beispiel, Worship so. Mhm. Und für mich ist das sehr wichtig, um einfach, abzuschalten, weil Sonntagmorgens ist, ich weiß nicht, ob viele eine Ausnahme sind, aber meistens, wenn man dann versucht, mit ein paar Kindern und so weiter pünktlich im Gottesdienst zu sein, Nach ist 3 nicht, Nächten, wo du ja, gemalt genau, hast. ist nicht unbedingt die am wenigsten stressigste Situation in der Woche. Ja. Und wenn man dann da ist und man ist in Gedanken eigentlich noch, auf der Fahrt oder vielleicht hat man sich auch morgens angezickt oder so und dann ist es super wichtig, um runterzukommen und sich dann auch darauf einzulassen, ähm, was will Gott mir vielleicht heute sagen und so. Also, ich finde es sehr wichtig. Ähm, und Kunst an sich, ja, weiß ich nicht, da haben wir jetzt
nicht so viel andere Angebote. Unsere Gemeinde ist relativ klein, aber also ich merke schon auch beim Zeichnen und beim Malen auch so eine Art transzendenten Moment, wo ich einfach runterkommen kann, wo ich eine Art von Meditation, wo ich einfach da bin, wo ich gerade bin. Ich bewege den Stift von einer Seite zur anderen oder den Pinsel und das erfüllt mich in diesem Moment und von daher ist das auch eine Art Worship und ja, vielleicht würden sich manche Kunden auch wundern oder im Grab umdrehen, nein, die sind ja nicht tot, aber würden sich ärgern, wenn sie wüssten, dass ich zum Beispiel manchmal Worship auch beim Malen von deren Covern oder so vielleicht nicht cool finden, aber So läuft das. ja, manchmal Wenn schon. man auf deiner Webseite ist, was ich übrigens sehr empfehlen kann, geht auf die Webseite, wunderschöne Artworks und so, ist auch eine Kategorie eigene Projekte oder eigenes. Wie kriegst du neben all den anderen Sachen noch Zeit zum was Eigenes machen? Und was ist das für dich? Ist das wichtig? Manchmal ist es ein Ventil auf jeden Fall, Stress abzubauen, Sachen einfach auch zu malen, die mir schon lange auf dem Herzen sind. Manchmal muss ich auch ganz pragmatisch sagen, male ich etwas, wo ich davon ausgehe, dass es vielleicht jemand kauft. Weil du machst ja auch Ready-Made-Geschichten, wo du Ja, einfach etwas genau. gestaltest. Und Aber jetzt manches, das liegt mir auch auf dem Herzen. Ich hatte jetzt ein Bild, Livebearer hatte ich die Frau genannt und hatte da auch einen kleinen Text zugeschrieben. Und da hatte ich schon, das hat mein Herz irgendwie bewegt. Ich hatte das auf einmal im Kopf und musste das dann halt auch irgendwann herausbringen. Und habe auch schon das nächste Bild im Kopf. Und ja, das ist schon so, dass ich dann auch ab und zu einfach mal abschalten muss und das dann halt machen. Und ja, wie die Zeit, also die muss ich mir dann irgendwie freiräumen. Oder oft dauert es dann auch ein paar Monate, bis ich gerade so wenig Aufträge habe, dass ich dann die Zeit erübrigen kann. Aber manchmal schiebe ich es auch dazwischen und dann müssen die Aufträge halt warten. Hänge ich jetzt nicht an die Glocke, aber ja, so ist es manchmal. Also, wir hören uns wieder etwas an, und zwar ein Ausschnitt von Antestor, Rites of Death. Was kannst du uns zu diesem Lied sagen? Ja, also da ist es auf jeden Fall so, dass da auch Schönheit und harscher Gesang zusammenkommen. Und es war einer der ersten Songs, die mich halt für Black oder an Black Metal oder wie auch immer begeistert haben, war wieder ein ganz neues Level von Musikerlebnis. Genau.